Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Hey, so. Du musst jetzt schauen, es kein Retti dazwischen. Oh! Der Reis! Oh! Es ist schon recht ein Druck, ja, auf mir Last. Aber es gibt dem viel zurück. Das ist eine grosse Lebensqualität. Mein Anliegen ist, die Rosse einen Raum zu bieten, wo sie wirklich Ross sein können. Dass sie sich selber an ihre Natur erinnern, an ihre Urkräfte. Wenn ich könnte, würde ich nichts anderes wollen, als auf der Alp bleiben, bis ich tot umkehre. Ich komme jeden Morgen hier rauf mit dem Wissen, es könnte mir etwas Unschönes entgegenkommen. Also ein verletztes oder sogar ein verunglücktes Ross oder ein krankes Ross. Und es ist immer eine große Erleichterung, wenn das nicht der Fall ist. Oh, heavenly day. All the clouds blue. Hey, ja. Willst du das erste Hallo sagen? Got no trouble today. Ich schaue einen Körper an, der irgendwie äußerliche Verletzungen hat, ob irgendwie eine Reizung ist von den Insekten oder ob sie sich irgendwo an die Füße aufgeschlagen haben. Sie hat jetzt hier hinten auf der rechten Seite eine kleine offene Stelle. Da tue ich tue dann eigentlich Teebaumöl drauf, das mal desinfizieren. Meistens ist es dann schon gut, man muss das einfach dann beobachten. Die Rosse für den Sommer bei Siglinde Zottmeier auf der Alp Bramiez in den Ferien. Es ist ihr Job, zu schauen, dass es den Tieren gut geht und sie gesund zurück zu ihren Besitzerinnen und Besitzern kommen. Fein, super. Dankeschön. Fein, ja, das ist gut. Guck mal, Hazel. Ich gehe jetzt zum Rössli, dass er im Moment an der rechten Hinterhand so Hautirritationen hat, da sie dort nicht wohlfühlt und auch nicht behandeln lässt. Und Ausschlag haben wir jetzt abgemacht, er kriegt von mir oral ein Medikament, das entzündungshemmend ist. Ich arbeite eigentlich auch viel mit homöopathischen Mitteln, aber manchmal gibt es so Sachen, wo ich dann auch auf die schulmedizinischen Sachen zurückgreife. In der Hoffnung, dass er das auffrisst. Schau mal. Gut. Die meisten Rosse sind nicht den ganzen Sommer, sondern für 4 bis 6 Wochen auf der Alp. Hey. Das sind auch junge Rosse. Spanier und der Griech. Voilà. Achtung, Vorsicht. Das sind Begegnungen von 2 Gruppen. Und die Kleine voraus. Also sie tut einfach die Konfrontation einleiten mit einer anderen Gruppe. Das ist eine Begegnung. Und sie macht das aber sicher, weil sie die ganze Gruppe hinter sich hat. Und das kann mit der Zeit, dass sie das vereint, dass die 2 auch zu der Gruppe gehören, kann aber einfach, sie bleiben weg, wir bleiben unter uns. Schau dir mal an, die ist so voll Energie. Die hat so Power. Also der Körper klein, der Geist groß. Also das ist jetzt, genau. Der hat jetzt probiert, die Gruppe einfach reinzugehen, saufrech. Sagen alle, hey,
Bist du waghalsig? Auch wenn ich hier in die Herde hineinschaue und es geht dem Ross nicht gut, dann habe ich das ziemlich im Blick. Oder? Das ist einfach andere. Da kommt etwas anderes zurück. Oh, heavenly day. Und Ross sind sogar so grandios, dass wenn sie einen mal ein bisschen kennen und wissen, dass man der Mensch ist, der da ist und schaut, ob es ihnen gut geht, dass sie einem auch zeigen, wenn sie etwas haben. Also es kann sein, dass das Ross auf dich zukommt und dir richtig darauf hinstupst, schau mal mein Knöchel. Und wenn du dann schaust, dann siehst du, oh, das hat sich da verletzt. Und das ist etwas so Schönes, wenn du weißt, sie sind so im Vertrauen. Heavenly day. Oh, oh, heavenly day. Allez, komm bei home. Hey. Auf der Alpage de Rouen im Val d'Anivier mussten Martin Salzmann und seine Freundin Lou früh aufstehen. Jeden Morgen das Gleiche. Der Martin ist der Hirt von 90 Ähringer Kühen und muss aufpassen, dass sie sich beim Kämpfen nicht verletzen. Vor einem Monat sind sie das erste Mal aufeinander getroffen und haben einen Kampf nach dem anderen ausgetragen. Jetzt geht es schon recht gesittet zu und her. Ja, das Zusammenleben ist sicher wichtig. Ja, also wenn die Strangordnung ausgemacht ist und vor allem, dass es so eine anständige Herde gibt. Oh! 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 Achtung! Hopp! 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 Laufen! Alle! Hopp! Allez! Aber! Allez! Oh! Hopp, Die hopp, Rangordnung ist aber nicht in Stein gemeißelt. Es gibt jeden Tag weitere Kämpfe. Hier sind zwei vom gleichen Bauer. Die eine habe ich dann gelassen, weil sie Stiere war. Und jetzt, ja, das ist normal, dass sie dann, wenn sie wieder auslassen, sie wieder kämpfen. Hopp, 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 hopp. Alle! Die lassen wir machen. Ja, ich will mich da nicht zu viel einmischen. Wir lassen es immer machen, ausser es kommt der Dritte dazwischen. Dann kann ich wehren, aber sonst lassen wir sie machen. Das können sie selber auskäsen. Für die Böschung auslachen kann man so brauchen, das ist gut. Das ist gäbig. Ja, wenn sie brummeln und nebeneinander sind und scharren, das ist schon, dann kannst du davon ausgehen, dass sie kämpfen wollen. Dann, wenn sie den Schwanz still haben, dann wollen sie kämpfen und eine fängt an zu wedeln, ganz schnell und mit Toren, dann weiss ich nicht. Der kurze Kuh. Und tschüss. Dann schreibe ich jetzt in den Chat und dann schreibe ich noch mein Büchlein. Gut. Also, tun wir hier noch die Weide zu. Mein Hauptjob ist schon, dass ich jeden Kampf aufschreiben kann. Dass ich dann Ende Sommer ein Klassement machen kann. Von der 1. bis zur 10. Welches das die stärksten Kühe sind. Das ist schon meine Hauptaufgabe, ja. Der Martin und Lou sind seit einem Jahr ein Paar. Ja, nicht, sie laufen sie nicht gern. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich laufe auch lieber Berg auf. Die Lou macht im Bernischen die Ausbildung zur Bäuerin und kommt der Dino so viel wie möglich besuchen. Noch ein bisschen umstecken. Machen sie gern. Ja, morgen geht's heim zu. Wieder werken. Ja. Ich schätze es sehr, wenn sie da ist, ja. Das habe ich gerne Freude. Gut. Come far, some far.
come for some sun. Hi. Come to for. Hi. Get about. Hopp, Papa, hopp. Someone. Seit 2 Wochen ist Maya Lareida ins Zaun. Heute will sie ihre Kühe auf die obere Weide zügeln. Und nehmen alle Kälber mit. Das ist ein bisschen blöd, je nachdem verpennen die Kälber. Schauen Sie nach Ihren Kindern und folgen Sie. Wenn dann die Stimme weg ist, dann muss ich runterlaufen. Muss ich mit einem Stecken fuchteln oder sagen. Oder so. Aber sie ist teils wirklich so. Also wenn sie jetzt noch 10-mal brüllt, dann bewege ich mich. Ich glaube, es ist so gegenseitiges Vertrauen. Eben darum darfst du es schon nicht missbrauchen. Wenn ich rufe, habe ich auch etwas. Einfach nur zum sagen, jetzt sind ihr wegen mir da raufgelaufen in dieser... Nein, warm haben wir ja nicht. Aber gleich, jetzt ist der Morgenskant, da bin ich und für nichts. Dann hoffe ich auch, dass sie nachher das Vertrauen verlieren. Aber so denken sie, es hat sich noch immer gelohnt. Das finde ich auch das Schöne. Ich meine, eine Kuh, da machen wir also so etwas von 7, wenn sie nicht will oder wenn sie... Aber die sind gut. Uns sind die gut gesinnt, geben uns Milch und Fleisch und folgen einfach, weil sie denken, du bist ja auch nicht schlecht zu mir. Darum darf man nicht schlecht sein. Brüllst ein bisschen um und dann bewegt sich der Berg. Ist doch geil, das ist schon geil. Da hast du das Gefühl, nein, also etwas im Leben habe ich richtig gemacht, wenn so viele Viecher das Gefühl haben, ich schade ihnen nicht. Gell, Baludi? Hey, ho! Nein, schau, jetzt wird es kommen. Das sind schon noch meine Lieblingstiere. Die Pfötli. Das hast du gut gemacht. Darum wirst du jetzt auch nicht ausgelacht. And I know that we've got better days. Die Schwarzen gehen am wenigsten gerne. Hier, das gehen wahrscheinlich selber ihre Kälber holen. That we will conquer the world. Ding, ding, ding. All I want is for Aber ich muss die Schwarzen haben. when you grow old, you won't remember it at all. Sie laufen vielmal gut, aber allein, wenn du gleichzeitig vorne vorauslaufen und hinten solltest antreiben. Geile Baludi! Ja, kann das schon sehr zermürbend sein oder fast unmöglich. Ja. Also bin ich dann schon froh, wenn ich jemanden habe, der sagt, komm, du sollst einmal helfen. I'm sure Ich will eigentlich nicht müssen sagen, jetzt muss mir einer helfen. Ich hätte schon möglichst alles selber auch machen können. Es gibt schon Momente, wo das Zweite schneller wird, aber es geht schon. Sie sind, oder die sind jetzt gut, die werden merken, da können wir auch nicht weiter. Zurück gehen sie nicht, sie haben ja kein Essen mehr. 2, 3 wissen, dass hier oben Cordon Bleu ist und da trollen wir schon lange nur noch auf einer Servele rum. Die werden das dann auch gesagt haben. Seit dem Morgen um 7 Uhr sind Martin und Lou mit den Ehringer Kühen auf der Weide. Jetzt ist es Abend. Komm! Komm! Schon gut, dass sie da ein bisschen Platz haben. Aber die Schwachen, sonst kommen die Kälber drunter. Ça va? Ja, ja. Dino ist fest verhungert. Ja, der Morgen mit der Ringer dunkel gsi. Und dann geht zaunen und jetzt sie wieder holen. Zieht sich enorm, ja. Draussen kämpfen sie. So, jetzt.
Geht etwas, hä? Was? Aber es geht schon viel besser als am Anfang. Die meisten kennen jetzt den Platz gut und jetzt gibt es echt einen Ring. Das ist ja recht schnell, wenn wir zu dritt sind. Kommt noch Melken und dann ist es gut, dann ist es wieder. Prost. Prost. Ah, melken wir die 11 haben wir noch. Am Anfang waren es 13 jetzt sind noch 11 zum Melken. Aber ich habe nicht mehr so viel Milch. Der Heringer wird nicht auf Milch gezüchtet, darum haben sie nicht so Milch. Oder aber nicht hauptsächlich. Vor allem aufs Kämpfen wird gezüchtet, ja. Wir sollten keinen ausmelken, das wäre gut, ja. Also, soll ich das Gegen machen? oben. Ja, wenn du magst, gerne, ja. Wenn du nicht magst, mach ich es. Titeli? Sehr müde. Ja, jetzt müssen sie auch weit laufen und ja, das braucht es schon. Merkt es aber gut am Abend. So die erste Woche war auch am Abend noch nicht so ruhig im Stall, aber jetzt, sobald die Milchmaschine das Milchgeschirr gewaschen und das Licht löschen, das ist dann auch sofort Ruhe. Ja, ich merke es auch an, ja. Ich gehe ja auch gerne ins Bett. Das Anstrengendste ist die ersten 3 Wochen. Das ist einfach, ja, das braucht ich wie verrückt. Bist du nicht gewandt? Die Kühe sind viel am Kämpfen, am Abend ist viel länger zum Einstauen, weil sie den Platz noch nicht so kennen, weil sie noch voll Energie geladen sind. Du musst viel melken. Und, ja, das gibt lange Tage. Das ist wirklich eine sehr strenge Zeit. Viertel vor. Ja. Ja, ich glaube, der Tubi. Ja, bei dir. Gute Fahrt. Sind du schon daheim bist? Ja, Ist gut. ja, Also, mach ich. wunderbar. 2 Wochen? Es geht. Geht, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das geht schnell durch. Wir haben ja die heutige Technik und können Das telefonieren. ist so. Also, Also, tschüss. hast du Sorge? Ja, du auch. Mach ich. Auf der Alp Bramietz zäunen Sieglinde und ihr Partner Fonsi eine neue Weide. Machst du das Mikado? Wieso? Ja, schau mal. Ja, so wie es reingeht. Ja, bei mir ist das so. Das ist schon ein Leben lang auf die Alp gegangen. Also, ich bin extrem gerne zu draußen in der Natur. Also in der Natur, wo wir jetzt sind. Also für mich ist so, schon das Dorf unten ist nicht mehr Natur in dem Sinn. Sondern die echte Natur ist da, die Wildnis und die Rauheit. Bei Sieglinde hat es ein bisschen gedauert, bis sie ihren Platz in den Bergen gefunden hat. Sie hat zuerst in München die Ausbildung zur Pflegefachfrau gemacht. Ich bin jetzt seit 10 Jahren glücklich auf Alpen unterwegs, mit den Ross, immer mit Ross. Ja, und das Leben vorher, das ist recht vielfältig und unterschiedlich gewesen. Ich habe in viele Welten hineingeschaut. Und schlussendlich hat es mich hierher geführt und dafür bin ich endlos dankbar. Ich wollte nicht mehr tauschen. Im Leben vorher hat sie unter anderem die Hotelfachschule gemacht und ein Gourmet-Restaurant eröffnet. Les étoiles, les étoiles. Zusammen mit dem Spitzenkoch Andreas Caminada, ihrem damaligen Lebenspartner. Und dann haben wir ein Märchen gelebt. Also ein Rausch in
auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben uns hier reingehängt und Andreas hat ein großartiges Talent. Hast du nicht noch Koriander? Jetzt noch mehr. Wo ist Sieglinde? Sieglinde, verschollen. Es gibt so einen gesunden Ehrgeiz, wo man wirklich die Sache gut machen will, aber mit der Liebe und der Leidenschaft. Sie werden auch immer Schritt halten müssen. Es hat kein Durchschnaufen mehr gegeben. Es ist einfach gegangen. Und keine Angriffsfläche bieten, immer perfekt sein. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so etwas miterlebt habe, so einen Raketenstart in 5 Jahren. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend und vor allem ist es nicht mies gewesen. Wir können nicht einfach träumen. Das heisst, ein Traum ist zwar wahr geworden, aber das heisst eben täglich daran arbeiten, von morgen bis am Abend. Und das ist hart. Ich konnte dann nicht mehr schlafen können. Ich hatte zwischen 3 und 5 Stunden Zeit zum Schlafen. Die habe ich dann auch nicht mehr geschlafen. Das hat mich wirklich ausgebrannt. Ja. Und ich bin jemand, der gerne in die Tiefe geht. Und dazu ist auch keine Zeit in so etwas. Es ist einfach ja, für mich ist es auch eine Scheinwelt, wo sehr schön glitzert. Aber für mich, ich brauche lieber habe ich dreckige Finger und stinke. Gott, fühle ich mich wohl an. Nach 6 Jahren hat Sieglinde die Notbremse gezogen. Nach der Spitzengastronomiezeit habe ich mir selber Therapie verschrieben und bin in die Staaten eben zu den Ross, um das zu lernen. Und das war sehr heilsam. Also, wieder mich spüren, wieder merken, draussen sein bei jedem Wetter ist einfach ja, mich wieder spüren. Weil am Schluss habe ich wirklich das Gefühl, ich bin nur noch so ein kleines Dingerle, das nackig in der Ecke im kleinen Zeh sitzt und sich überhaupt nicht mehr ausfüllt. Und das kleine Dingerchen, das hat wieder angefangen, so schon langsam innen alles ausfüllen. Und dort ist mir auf jeden Fall mal klar geworden, Ross, naturnah, das ist es. Ja, und die Ross sind auch die mich dann schlussendlich in die tiefe Naturverbundenheit geführt haben. Und über sie habe ich Ideen bekommen, Inspirationen, was ich mit ihnen machen könnte. Und bin dann in Ausbildungen hineingegangen, die teilweise schon schamanische Elemente hatten. Meine Selbstakzeptanz ist größer geworden, weil ich gemerkt habe, hey, da darf ich sein, wer ich bin. Und mich auch selber dabei viel mehr entdeckt habe. Kann ich mir schon denken, dass ist das anlangt. Wow, das ist aber mutig. Mutig. Einer von vielen Morgen auf der Alpage de Rouen. Der Martin Salzmann hat einen langen Tag vor sich. Ich schlafe etwa zwischen 4 und 5 Stunden in der Nacht. Und dann, wenn es reicht, noch eine Stunde über den Mittag. Siesta. That's it. Die meisten schlafen auch noch, wenn ich im Melken bin. Es sind nicht viele, die aufstehen. Melken ist heute Morgen aber nicht die einzige Bütze. Eine Glocke bimbelt nicht mehr richtig. Nein, ohne Glocke ist nichts. Das geht gar nicht. Ja, wenn sie schwach ist, geht es noch. Aber wenn sie eine stärkere Kuh ist und die Glocke verliert, dann ist es die Hölle los.
dann kennen sie sie nicht mehr und das ist dann wie eine fremde Kuh. Dann gehen sie dann alle auf sie los, dann muss man sie dann rausnehmen, in die Stallglocke flicken, wieder montieren und dann kann man sie wieder in die Herde tun. Milchkühe haben es aber nicht so gerne, wenn man die Glocke abnimmt. Aber Tellen macht es nicht so viel. Vorsicht geboten. Hola. Es gibt auch solche Kühe, die man mit dem Kopf schütteln oder so. Das ist vielleicht ein bisschen Liebe, gell? Die hat die Nase geschwollen. Sieht einen rechten Buckel. So ein bisschen Antibiotika und Schmerzmittel gegeben. Jetzt sind wir noch ein bisschen Salbe drauf. Das ist aber nicht so gerne. Sie hat halt dann ein bisschen spezielle Nase. Sie hat von Natur aus ein bisschen einen Knick. Jetzt hat sie noch mit einer Kuh gekämpft, die ein bisschen leide Hörner hat. Ein bisschen aufpassen, dass sie dich nicht verwutschen im Gring. Ja, aber das ist schon besser. Die Schwulst ist doch ein bisschen zurück. Kommt gut, hä? Und dann geht's wie jeden Morgen allein mit den Kühen auf die Weide. In der ersten Woche habe ich ein paar Mal daran gedacht, ja, Tino, jetzt gehst du wieder zu Alpen. Irgendwann hast du mal gesagt, im 18. gehst du sicher nie mehr zu Alpen. In der ersten Woche habe ich mir ein paar Mal überlegt, ob ich aufhören soll, weil es einfach extrem streng war. Es hat mich extrem gebraucht. Es hat schon Momente gegeben, wo ich wirklich voll am Anschlag war. Wo ich schon zweifelt habe, ob ich wirklich die Energie habe, für den ganzen Sommer fertig zu machen oder nicht. Weil der Job als Ehringer Kuhhirt ist streng. Einfach ein bisschen rumhocken und hüten, das funktioniert bei Kampfkühen nicht. Der Dino muss schauen, dass sich keine verletzt, wenn es zur Sache geht. Oh. Ich muss schauen, dass kein Dritte dazwischen hineingeht. Hey, so. Oh. Bereit. Oh. Schöner Schwung. Hoi. Ja, zwei, die gleich alt sind. Zwei Erstmelken, zwei gute, ja. Geht recht viel hier. Erstmelker heisst, die beiden haben erst einmal ein Kälbchen bekommen. Und sie werden darum das erste Mal gemolken. Intensiver Schwung, ja. Jetzt hat sie auch gleich genug gehabt. Ja, die zwei kommen auch recht weit vorne bei der Erstmelker. Klassement. Gut. Jetzt fängst du saufen. Ja, die mag einfach nicht mehr. Aber ein bisschen Kopf. Auf die Mühle ist Maya immer noch am Kühe zügeln. Ja, du bist ein feiner Baludi. Die Letzten sind auf dem Weg gegen rauf. Ja, feiner Baludi.
Feine Baludi, gratuliere, das haben Sie gut gemacht. Was kann du denn? Sitz. Gib mir 5. Obwohl du nicht mehr machst. Ich denke, halt die echt, die ziehen sonst schon streng. Ah, das macht er jetzt gut. Feine Baludi, muss man einfach auch mal sagen. Das andere sage ich genug. Gehen wir das gar nicht blösen. Oder so. Sicher nicht nur eine Wurst, ist ja Sonntag. Schuhbändel brauche ich. Im Zügel geht immer etwas kaputt. Hat der Papa schon gesagt. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Ah, ist das lieb. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Und da, wo stehen sie? Hallo! Ihr seid ja lustige, ja, die sind halt auch schwarz. Der Ronny ist aus dem Zug. Die Säue hat Maya extra eingezäunt, wenn alle Kühe hier durchkommen. Hey, Balou! Schon gut. Was? Komm da! Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt lasse ich jetzt auch raus. Okay. Die Party geht weiter. Ich war schon halb am Boden. This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. Nein. Alles, was recht ist. Gordon Bleu kriegst du nicht. Ich rede, glaube ich, schon. Also, normalerweise würde ich sagen, ich bin nicht so ein komischer Mensch, der mit den Viechern redet, aber ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin so komisch und rede wirklich mal mit den Viechern. Da musst jetzt du nichts dazu sagen. Ja, ich will noch verraten. Gut. Und Mehl. Mehl sagt er die ganze Zeit. Ja, Mehl! Habe ich aber da. Oder nicht? Nein, du hast recht, ich muss es noch holen. Ich habe noch in der Stube, aber ich habe noch. Darum sagt er immer Mehl. Jimmy, was fehlt noch? Ja, genau, Mehl. Ich hole es jetzt. Jetzt säckeln alle Kühe den Schweino. Holy shit! Jetzt säckeln wir alle den Schweino. Hey, echt jetzt? Wegen ein paar Schweine? Wegen der Schweine? Was tut sie plagen? Nein? Sie finden es einfach geil. Die Kühe sehen Säue das erste Mal und kennen sie noch nicht. Echt jetzt? Wegen der Schweine? Säule auf der Weide, das sind sich die Kühe nicht gewöhnt. Und wenn sie sie jetzt jagen, dann ist das gefährlich. Sogar lebensgefährlich für die Säue, wenn sie drunter kommen. Oh, fuck! Hure Tschüss! Dann gehst du zu der Rose. Ja. Dann kommen wir am Mittag rauf. Ja, das ist gut, dann gehen wir gut zu. Wann treffen wir uns um 12 Uhr, oder wann? Ist das gut? Nein, oder das ist um 12 Uhr. Ja. Zuerst nimmt sich Sieglinde aber Zeit für ihr Morgenritual. Guten Morgen, Blümlis, Biodiversität.
Universitätsanzeige. Oder? Breathwork oder Atemmeditation ist ein fester Bestandteil in ihrem Leben. Und das hilft jetzt mir, so anzukommen im Tag, dass ich in meiner Wahrnehmung präsenter bin. Und es tut mir auch gut. Ich hatte zum Beispiel immer viel Migräne und das habe ich jetzt praktisch nicht mehr. Das hilft mir wirklich auch so. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, was es genau ist, aber es hilft. Das ist gut. Genau, es tut mir gut. Und das Schöne ist auch in dem Moment, sie da draußen mit allem nochmal wirklich zu verbinden, zu hören, zu fühlen, zu spüren. Es ist eine Art Reinigung. So nochmal alles weggeben, was es gerade nicht mehr braucht, um dann offen zu sein für das, was kommt, was es mir hilft. Und ich denke, das ist jedem seine eigene Sache, der das macht, seine Betrachtungsweise zu haben. Und davon er macht das nicht mit, es ist nicht seine Sache. Das ist nicht für mich. Ich kann von Natur aus gut schnaufen. Und wenn man hier in den Bergen aufwächst, dann ist man gezwungen, schon als Kind, sich überlegen, wie man den Schnauf einteilt. Ja, und ich bin da sehr skeptisch, auch weil ich das Gefühl habe, dass man da einfach irgendeinem Guru Geld hineinschmeißt und Energie. Ich brauche gar keinen Guru für Breathwork. Das kann ich allein. Ich wollte es einfach machen dürfen und können. Und davon, sie schnauft, wie er will. Jeden Moment könnten zwei Kühe anfangen zu kämpfen. Darum ist der Dino hier bei ihnen. Der liebe lange Tag. Ja, es ist echt schon nur bei den Heringerkühen, ja, dass immer ein Herd dabei ist. Das ist normalerweise bei den Milchkühen selten einer den ganzen Tag dabei. Ja, dass man sicher nichts verpasst und dass die Kühe nicht rausgehen. Dass gern geschaut wird, ja. Ja, muss schon gerne alleine sein, ja. Auf jeden Fall, sonst machst du es nicht so lange. Es ist halt hier warm. Hörst, dann machen sie nicht zu viel. Sie sind sicher hinten froh, sie stehen können. Aber ein gemütlicherer Tag, schadet auch nichts, ja. Die Jungen kämpfen jetzt auch dazu. Ist nicht sicher, aber wir gehen schauen. Mit der 103 und die Rad. Das war eigentlich ein Gerangel. Ja, wo gleich nicht. Jetzt hat sie abgedreht. Fällen lassen. Geht's manchmal. Schon gleich. Es ist ein bisschen weniger Kopf, eigentlich. Ja, du musst auf jeden Fall der Mensch sein dazu, ja. Wenn du nicht gut kannst, alleine sein, dann drehst du sofort durch. Du musst also selber sehr starken Willen haben. Das auf jeden Fall auch, ja. Wenn du alleine bist, hast du genug Zeit zum Studieren. Und wenn du zu viele Gedanken machst, dann kommt es nicht gut. Nee. Ganz umgänglich. Du kannst fast alles machen mit ihm. Immer mit den meisten. Der eine hat lieber eine Holsteiner Kuh, die unser Gucker wie viele Liter Milch gibt und schön Sutter hat. Und ich halte jetzt lieber Kühe, die dann zwischen ein bisschen auf den Deckel klopfen und dann ein bisschen Franzen geben. Ja, das ist jedem das Sein ein bisschen. Mir fasziniert das jetzt halt, ja.
Jetzt gehe ich auch die halbe Stunde liegen. Die Kühe sind ja ruhig. Die meisten sind im Liegen, es geht etwa nicht viel. Ja, der Wecker steht aus. Jetzt haben wir nichts mehr auf. Gut. Gute Nacht. Fertig! Komm, Hotsch! Hure Viecher. Die Frau ist durch den Zug. Ist mir gleich. Da können sie schon durch. Ich will das Schwein nicht kaputt machen. Fuck, hey. Alfred. Sind da noch alle? Holy shit. Dort hinten sind die Kleinen, die noch Schweine hatten. Wir haben jetzt echt einfach Schweine gehabt. Der Grosse kommt jetzt auch da. Komm da, Hotsch. Ja, einer ist voll und ich noch denkt, der ist hin. Oh, jetzt kommt die Kleine auch. Fuck, ey. Die hohen Tschütsche. Alles gut. Die Schweine leben noch. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Jetzt habe ich schon schwarz gesehen. In jeder Hinsicht schwarz. Schwarze Schweine, schwarze Kühe. Für mich war es auch schon eher dunkel. Kimi, das ist einer verpasst. Jetzt hast du einen verpasst. Der hat einfach gepennt. Der ist jetzt verpennt. Von wegen, ich rede nicht mit den Tieren. Ja, ihr habt gut lachen. Schau sie. Oh nein, jetzt muss ich jetzt Gordon bleiben. Sie ist wieder klein. Sicher schon rein, oder was? Nein, es hat noch niemand gefressen. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Jetzt mache ich glaube das extra für die Katze. Okay. Voilà, ist nicht immer einfach. Dafür ist auch niemand reklamiert. Was man bei mir alles aussetzen könnte, das wäre unendlich. Jetzt hat der Riem gesagt, ich brauche noch Mehl. Ja. Jetzt frisst einfach niemand etwas, bitte. Mehl habe ich noch ein bisschen. Ja, das war jetzt Harikiri. Wegen einem Schwein, echt. Aber die Dynamik, die es dann gibt, ist, wenn einer sagt, den machen wir jetzt hin. Die können. Das ist schon krass zu sehen. Hoppla. Aber schön. Ma. Oh. Das Cordon Bleu hat sich die Maya verdient. Das ist es. Das Verrückte ist, das ist Schwein und das ist Rind. Und jetzt haben wir gerade zugeschaut, wie beide einander hinmachen wollen. Trotzdem wie heute ist das Schönste für mich. Also du willst ja leben. Du willst ja nicht einfach nur sein und alles ist immer gut. Es geht dann auf und ab. Aber so, wie ich es hier habe. Kein Tag, dass ich denke, ich will ins Tal. Nein, ehrlich nicht. If the light shines on me. Der Visionspfosten, der Osten, geht die Sonne auf. Da stirbt man und wird wiedergeboren im Medizinrat. Da werden Visionen geboren. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Es ist viel passiert in den letzten 2,5 Wochen. Ja, davon, sie hat mich verloren. Sie hat sich getrennt von mir. Es ist für ihn nicht mehr gegangen, so wie es war, schien es. Auf bramiert, auf das sie ins Leben guckt, so wie mir das immer gezeigt worden ist. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».